grâce et de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, Pace bene, buone gente. So begrüßen ich euch mit den Worten vom Heiligen Franz. Damit erspuren ich euch nicht euch an mir ein langes Licht von Ehrengäst, mehr als Geschwisterlichkeit, die uns heute zusammen feiert und die auch als mit den Nähen prägt. Schon über Jahren raus. Au nom de la congrégation, je vous souhaite la bienvenue, vous qui sont venus pour rendre grâce avec nous à l'occasion du 165e anniversaire de notre congrégation. Dieser Festtag steht unter dem Thema 175 Jahre auf dem Weg. Wir machen eine Zeitreise und ich bitte Sie, nehmen Sie Platz. Eine Frau bricht auf, in die Not der Menschen hinein, lässt sich ein auf die Armut, teilt mit den Bedürftigen das Lebensnotwendige. Une femme se met en chemin avec courage et audace, donne témoignage de la solidarité, allège la détresse, s'engage avec main forte. Eine Frau geht auf die Straße, setzt sich aus. Am Herz ein Lebensprogramm, den tagtäglich herausfordert. Menschen ob Arnhecht begegnen, hinnen ein Stimme gehen, hier Not spüren, konsequent handeln, jo, der Barmherzigkeit, der Gutheit, ein Gesicht gehen. Frauen folgen ihrem Beispiel, engagiert über die Grenzen hinaus. Sie lassen sich in Pflicht nehmen von dem Elend und der Armut der Menschen. In Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, Norwegen, Taiwan, China. »175 Jahre Fußspuren der Barmherzigkeit. Ein bewegter Weg der Nächstenliebe, der lebenden und verstorbenen Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit. Auch heute bleiben wir uns treu und stellen uns den Herausforderungen mit den Frauen und Männern an unserer Seite, die unsere Werke verantwortungsvoll gestalten und leiten. Aus der Erinnerung des Gestern gehen wir im Heute mit brennendem Herzen, voll Vertrauen ins Morgen, gesandt als Botinnen
der Menschenfreundlichkeit Gottes. Stellen wir uns einen Augenblick vor, Mutter Franziska würde jetzt hier in die Kirche hereinkommen und sie würde an diesen Reihen vorbeigehen, jeden von ihnen anschauen. Was würde sie wohl Ihnen, dir jetzt in dieser Stunde sagen? Uns allen würde sie, glaube ich, sagen, danke. Danke, liebe Schwestern, liebe Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit, dass ihr auf meinen Fußspuren gegangen seid. Eigentlich den Fußspuren Christi. Die Spuren, die uns der heilige Franz auch aufgezeigt hat. Sie würde sagen, danke, dass ihr alle heute da seid. Die Mitschwestern, die Mitbrüder, die geladenen Gäste, die Mitarbeitenden, die Priester, die hier sind, Pastor Frank Mertin. Sie würde euch alle sehr herzlich begrüßen und euch sagen, seht, welches Werk daraus geworden ist. Wunderbar. Durch Gott, seinen Geist, der immer wieder Menschen anrührt. Welch lichtvoller Tag für die Kongregation, welch lichtvoller Tag für diese Pfarrei und für unsere Erzdiözese. Soyez les bienvenus, chers amis venus un peu de partout, ceux et celles qui parlent plutôt français. Soyez les bienvenus et j'aimerais vous associer tout simplement à notre joie et à notre prière. Et vous dire combien l'Église de Luxembourg est remplie d'allégresse et de gratitude envers les sœurs, la congrégation des sœurs franciscaines de la Miséricorde. Nous allons parler beaucoup aujourd'hui, mais je pense l'œuvre de Dieu a ses racines les plus profondes dans le silence, dans la prière et aussi dans le pardon. Car ces 175 ans d'existence de la congrégation et de l'œuvre ont été aussi des années où il y avait des blessures à l'intérieur de la congrégation et à l'extérieur. Demandons donc maintenant le pardon du Seigneur. Nicht immer sind wir auf unserer Wegstrecke in der Spur Jesu geblieben, haben es an Weitherzigkeit und Freude fehlen lassen. Manchmal haben wir die Zeichen der Zeit übersehen und auf Herausforderungen nur zögerlich geantwortet.
Im Teilen von Verantwortung mit unseren Mitarbeitenden ist es uns nicht immer gelungen, Geschwisterlichkeit zu leben. Herr Jesus Christus, verzeihe, was uns von dir und den Menschen trennt, und führe uns zum Leben. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous proclamons que tout don vient de toi,
ce que nous avons et ce que nous sommes. Apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toute force. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Philipper. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ich suche Zuflucht bei dir. Lass mich doch niemals scheitern. Rette mich in deiner Gerechtigkeit. Wende dein Ohr mir zu, erlöse mich bald. Sei mir ein schützender Fels, eine feste Burg, die mich rettet. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. Du wirst mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten, denn du bist meine Zuflucht. Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich will jubeln und über deine Huld mich freuen. Du hast meinen Füßen weiten Raum geschenkt.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Liebe Schwester Generaloberin, liebe Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit, liebe Franziskaner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verehrte Gäste aus dem In- und Ausland. Und wenn ich Schwester Generaloberin vorhin richtig verstanden habe, müsste ich euch jetzt alle begrüßen, einfach nur mit der Anrede: Liebe Geschwister. Da er die Seinen liebte, so setzt das Evangelium von der Fußwaschung ein, das wir soeben gehört haben. Da er die Seinen liebte. Was Jesus an und für seine Jünger tat, verstehen wir nur im Horizont der Liebe. Wer diesen Traggrund seiner Worte und Gesten, seiner Taten verlässt, wird früher oder später in irgendeiner Weise irre an ihm. Ja, wer die Liebe verlässt, wird wie Judas Jesus irgendwann in irgendeiner Art und Weise verraten. Die Fußwaschung lehrt, alles wahre Göttliche und Menschliche hängt an der Liebe und führt zu ihr hin. Denn Gott ist Liebe und seine Liebe gilt den Menschen.
Sie haben es gemerkt, Jesu Liebesdienst beginnt mit dem Ablegen der Kleider, seines Gewandes. So war es auch im Leben des Franz von Assisi. Er legte vor den Augen des Bischofs seine Kleider und damit die Privilegien eines Arrivierten ab, um sich in völliger Selbstlosigkeit in den Dienst der Armen und Kranken zu stellen. Aufgepasst! Das Abstreifen des Gewandes ist eine tiefsinnige und schwerwiegende Geste. Sie bedeutet einen radikalen und unumkehrbaren Perspektivenwechsel. Ich verlasse gesellschaftliche Sicherheiten, persönliche Komfortzonen, getretene Pfade und übliche Handlungsmuster. Stattdessen lasse ich mich ein auf den Anspruch der Liebe, auf die Bedürfnisse der Menschen, auf die unbequeme Last des Dienens und auf die Verrücktheit der Vorsehung. Aus dem stolzen Stehen wird ein demütiges sich bücken, aus dem bedient werden ein sich hingeben. Von diesem jesuanischen und franziskanischen Geist beseelt ist auch Elisabeth Henriette Désirée Dufin d'Aigremont de Nonancourt. Sie verlässt die bürgerliche Oberstadt Luxemburgs, um sich in der Unterstadt, im Ortsteil Grund, Nomen est Omen, der Elenden in der Festung anzunehmen. Sie steigt wortwörtlich in den Grund hinab und mietet sich am 15. Juni 1847, dem heutigen Jubiläumstag, mit ihrer Freundin Louise Augustin in eine feuchte Dreizimmerwohnung ein. Alles wahre Göttliche und Menschliche beginnt mit der Liebe. Liebe aber entkleidet sich aller Selbstgefälligkeit, um hautnah am Nächsten zu sein. Sir Marie-Jean Leider schreibt in ihrer Dufin-Biographie in diesem Zusammenhang dieses: Les voilà donc toutes deux jetées du jour au lendemain dans les bras de la pauvreté, de la misère et de Dieu. Tout comme Pierre dans l'Évangile ne comprend pas l'abaissement de Jésus, les deux femmes irritent également leurs contemporains avec leur engagement à l'hospice et leur sollicitude pour les nombreuses prostituées de la garnison. Les femmes fondatrices deviennent la cible de moqueries et de médisance. Vue de l'extérieur, vue sans amour, la charité évangélique comporte toujours un aspect de folie humaine. Pour les initiés, en revanche, pour les croyants, c'est un critère de vérité pour l'action divine qui se déploie dans la fragilité humaine. Chers amis, en regardant en arrière, en feuilletant les pages d'histoire de la congrégation, on s'aperçoit très vite que la croissance si rapide et si importante du nombre de sœurs et de leurs œuvres ne s'explique pas seulement par le charisme exceptionnel et la foi solide des fondatrices. La grâce divine a sans doute soutenu la miséricorde évangélique de ces femmes courageuses et fidèles à la suite et à l'exemple de Mère Françoise. Chères sœurs, c'est au nom de notre archevêque, le cardinal Jean-Claude Ollerich, que je rends grâce aujourd'hui pour cette œuvre de Dieu et pour 175 ans de service rendu de cette congrégation
et de ses différentes institutions envers les pauvres, les malades, les prostituées, les enfants, les laissés pour compte, les femmes en prison, les adultes et les enfants aux besoins spécifiques, les personnes âgées, les jeunes en difficulté, au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Taïwan, et 3 points. Combien de pieds lavés, de mains lavées, de têtes lavées? Combien de malades soignés, de mourants accompagnés, de larmes séchées, de mains tendues, de cœurs apaisés, de conseils donnés, de souffrances allégées. À travers vous. Et votre engagement, chères sœurs, chères collaboratrices et collaborateurs, la misère a été contrée par la miséricorde. Infiniment merci. Liebe Schwestern, Ihre Gründung und was aus ihr geworden ist, hat das sozial-karitative Gefüge in Luxemburg in vielen Bereichen nachhaltig geprägt. Die christliche Diakonie, wie sie insbesondere von Frauenorden in unserer Diözese unter großen Mühen und manchen Unwägbarkeiten umgesetzt wurde, hat erst der staatlichen Fürsorge den Weg bereitet. Sie hat damit erreicht, was Jesus mit seiner Fußwaschung unter anderem bezweckte, nämlich seinen Freunden ein Beispiel zu geben. An den Leiterinnen und Leitern, den Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in den Häusern und Institutionen, die das Erbe der barmherzigen Schwestern vom heiligen Franziskus zu Luxemburg in die Zukunft tragen, ist es die Liebe zur Richtschnur ihres Engagements zu machen. Gewiss, Barmherzigkeit dekliniert sich heute anders als vor 175 Jahren. Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Arbeitsmethoden, das soziale Umfeld, die finanziellen Herausforderungen unterliegen ständigen Wandlungsprozessen. Doch, der Mensch bleibt Mensch, der Kranke bleibt krank, das Leid bleibt Leid, Alter bleibt Alter. Modernste Techniken, ausgefeiltes Management, klügste Strategien und neueste Konzepte werden niemals das liebende Herz ersetzen können. Uns allen, denen unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Aufgaben übertragen wurden, möchte ich abschließend das einprägsame Zitat von Mutter Franziska in Erinnerung rufen. Nie wird man bereuen, gut gewesen zu sein. Es hängt großformatig im Flur im Mutterhaus. Möge es eindrücklich in unsere Herzen eingeschrieben sein. Amen. Die Berufung der Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit hört nicht auf. Mit der Überarbeitung unserer Konstitutionen geben wir heute
einen neuen Fußabdruck. Wir wollen mit den Möglichkeiten, die wir haben, den weiten Raum nutzen, in den Gott uns in diese, unsere Zeit gestellt hat. Wir wollen es mit brennendem Herzen tun. Liebe Schwester Generaloberin Lev Dorothee Maria, ich darf dir jetzt die neuen Konstitutionen überreichen. Sie mögen weiterhin für die Kongregation Richtschnur und Anweisung sein. Aber besonders mögen sie mit dem Geist des heiligen Franz und der heiligen Clara immer wieder umgesetzt werden mit den Menschen, denen sie jetzt anvertraut werden. An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an Pater Hans-Jürgen Rieker, ein Franziskaner und, jetzt fehlen mir die Worte, der uns begleitet hat geht nicht mehr. Wir haben es verstanden. Er hat uns die ganzen 4 Jahre, in denen wir die Texte überarbeitet haben, begleitet, und ihm möchte ich auch die Konstitution überreichen, weil er weiterhin als Berater und
nicht nur als Freund, sondern auch als Kirchenrechtler uns zur Seite stand und zur Seite stehen wird. Nicht mein Heft holen. Ein Tau, das Symbol für die franziskanische Familie weltweit. Ein Zeichen des Segens, des Friedens, ein Zeichen der Güte und Liebe Gottes. Bruder Bischof, ich möchte Ihnen heute dieses Tau überreichen und damit ausdrücken, dass wir Franziskanerinnen von der Barmherzigkeit uns heute wieder auf ein neues mit unserem Charisma in den Dienst der Menschen und der Kirche, die hier in Luxemburg ist und über die Grenzen hinaus weltweit, dass wir uns wieder in den Dienst stellen. Das Evangelium Leben, Einfachheit, Geschwisterlichkeit, Gastfreundschaft, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind unser Selbstverständnis. Vielen Dank. Ich sehe das als Zeichen an, dass ihr in unserer Erzdiözese weitermacht. Bruder Werner Michels, das ist jetzt spontan. Ich bitte dich mal herauf. Du lebst viel von der franziskanischen Spiritualität. Du hast bereits viele Aktionen auch im Sinne von Laudato Si angeregt und durchgeführt. Also das übergebe ich dir jetzt, weil du auch ein bisschen der Inbegriff ist, wie sich Franziskus in unserer Diözese auch außerhalb den Klostermauern immer wieder in die Gesellschaft hineinfügt. Du gibst mir aber auch wieder zurück. Ne? Aber jetzt bekommst du es, weil du bestimmt schon das nächste Projekt in deinem Herzen trägst. Chers sœurs, que signifie pour nous de renouveler nos vœux de profession aujourd'hui? C'est entre autres célébrer la communion en famille franciscaine. C'est retrouver la nouveauté de nos consécrations. Liebe Schwestern, wenn wir heute unsere Gelübde erneuern, so ist das ein Ja, das wir sagen und das wir leben, jeden Tag. Jeder Tag ist neu und damit auch jeder Tag ein neuer Tag, ein neuer Anruf unserer Brüder und Schwestern, ein neuer Anruf der Kirche und der Gesellschaft. Dafür los als Lot zu summen, steht für ihn ein Sängerspruch, als Versprechen erneuern, feiern, delen an Dankbarkeit. Wir wollen alle Guten abstehen, wenn Schwestern Lo jetzt Versprechen erneuern.
Mutter Franziska, lege deinen Geist in unsere Herzen und Taten. Lass uns auf die Umbrüche unserer Zeit antworten mit Zuversicht, Hoffnung und mit einem frohen Herzen. Als Frauen des Weges ermutige uns auch unkonventionelle Wege zu gehen und immer wieder neu anzufangen. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und erbarme sich euer. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch den Frieden. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement. Ce que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt erschaffen und lenkst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zu Mittler gegeben. Er hat deine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit deinem Geist besiegelt. Er ist der Weg, der uns zu dir führt. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Söhne und Töchter zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes, stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus und unserem Erzbischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit den Aposteln und den Märtyrern, mit dem heiligen Franz von Assisi, mit der heiligen Clara und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wie oft wird wohl Mutter Franziska aus ganzem Herzen gebetet haben, aus innerer Freude heraus oder auch Verzweiflung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldiger, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aus Liebe erwächst Frieden, so bitten wir dich, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, unsere Lieblosigkeiten, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La pace sia con voi.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, erzählt bei den Völkern von der Herrlichkeit des Herrn, bei allen Nationen von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu preisen.
Lasset uns beten. Höchster, lichtvoller Gott, erleuchte das Dunkel in unseren Herzen. Gib uns einen Glauben, der weiterführt, eine Hoffnung, die durch alles trägt und eine Liebe, die niemand und nichts ausschließt. Lass uns spüren, Herr, wer du bist und erkennen, wie wir deinen Auftrag erfüllen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Wir wissen uns gesandt und lassen uns neu auf die Sendung ein. Du darfst. Gehet hin in Frieden. Pace e bene. Aber was lernen wir daraus? Das Wesentliche steht am Herz, nicht um Papaya. Wir gehen aber noch nicht direkt fort, nicht Dorothee? Ja. Wir bleiben ein bisschen heim. Wir sangen noch das Schlusslied und dann hat den Hausherr, der Pastor Majerus, den Wunsch, noch ein Grußwort und alles zu richten an auch die Responsablen von den verschiedenen Vereinen oder Betrieben, den Herr Holzem, den Herr Ensch, an den Herr Albers, an den Herr Meyers. Die gebe ich dann Herrn Nobierden kurz ein Grußwort und alles zu richten. Merci. Liebe Schwester Generaloberin, liebe Dorothee, liebe Schwestern alle Guten, liebe geistliche Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern am Glauben.
An einem ganz kurzen Wort werde ich als Hausherr, wie er genannt hat, sagen, leidt für allem eine ganz große Dankbarkeit gegenüber ihr dran. Die hat immer ein offenes Ohr für uns 3 Gemeinschaften, Belair, Merel und Seising. Egal, mit was wir nicht rundreden, ob es für eine Versammlung ist, die hat immer einen Saal für uns. Oder wenn wir ein Fest feiern, so wie da nach 200-400 Jahren stehen, Dresdner Jubiläum von Merwalla an den Abschied von der Madame Loos, das ist immer bei euch willkommen. Das verdankt, oder das soll auch ein Dank sein und ich, dass wir den Morgen an ihrer paar Kirchen dürfen feiern, dass der Heine kommen sieht, das hat mich gefreut. Die sind ein Stück von uns gehen, engagiert am Lektorengruppe, bei der Choraldurven Duxal, am Kirchenrot, bei der Vorbereitung von den Jungen auf Firmung, überall, wo ihr könnt, seid ihr mit dabei. Ihr fühlt euch als Großfamilie mit uns verbunden, an mir auch mit euch. Ich gebe gerne als Pastor euch alle am Namen von unserer Gemeinschaft der lieben Schwestern einen ganz großen, einen warmen und herzlichen Merci dafür sagen. Ich empfand es so, wie wenn der Reis der gute Stern für uns sieht. Der Stern, der liegt. Hoffentlich können wir nach lang so zusammen schaffen und feiern. Wir haut also den Dienst und ihr wird zu feiern. A gern feiern wir all mit euch. Ad multos annos. Der Orden der Franziskanerinnen feiert 175 Jahre. Hölleftohem hat vor kurzem ihr 20-jähriges Bestehen in der Form einer Stiftung gefeiert. Im Vergleich haben wir also noch Milchzähne. Unser Ursprung reicht jedoch viel weiter zurück. Er liegt in den karitativen Werken der Ordensschwestern zu einer Zeit, wo es keine staatlichen Spitäler gab und der Luxemburger Wohlfahrtsstaat noch in den Kinderschuhen steckte. Damals entschieden sich Schwestern wie Elisabeth Dufin, die häusliche Krankenpflege in den armen Vierteln der Festungsstadt Luxemburg auszuüben. Hier liegt der Grundstein der häuslichen Pflege und der Werte, welche auch heute noch zum Leitbild von Hölleftohem zählen. Die Luxemburger Ordensschwestern haben späterhin einen gemeinnützigen Verein gebildet, in welchem sie ihre Aktivitäten in der ambulanten Pflege zusammengeführt haben. Im Jahre 1999, als die Pflegeversicherung eingeführt wurde, wurde dieser Verein mit anderen christlichen Trägern in die Stiftung Hölleftohem eingebracht, welche heute der größte Anbieter ambulanter Pflege bleibt. Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Gründungsmitglied, die Franziskanerin von der Barmherzigkeit, sich auch heute noch an der Führung unserer Stiftung aktiv beteiligen und dies sogar über die europäischen Grenzen hinaus. Es ist mir eine besondere Ehre, euch Schwestern heute im Namen des Verwaltungsrates, der Direktion und all den Mitarbeiterinnen der Stiftung Hölleftohem schönen Geburtstag zu wünschen. Euch allen, liebe Schwestern, einen großen Dank für das bereits Getane sowie für alles, was wir noch gemeinsam angehen werden. Merci. Liebe Schwestern, auch Freunde von den Schwestern. Ich vertrete das ASPL Home pour Personnes Âgées. Das ASPL gouf 1995 gegründet, für 1996 die Gestion von 5 Altersheimer von den Franziskanerschwestern zu überholen. Damals goufen nach 5 Häuser rund 300 Bewohner von 200 Mitarbeitern betreut. Wir haben Häuser neu organisiert, Konzepte herausgeschafft, Prozeduren entwickelt und abgeschrieben. Und Schwestern haben los gelehrt, denen Neuen zu vertrauen, und gesehen, dass die Gestion von ihren Häusern in guten Händen wäre. Zusammen mit den Schwestern, die weiterhin proprietär von den Gebäuden sind,
haben wir als Gebäude renoviert, respektiv neu gebaut. Wir konnten die Gestion vom SIPA von der Gemeinde Mermer überholen, als ich am Gang ein neues Haus zu Eichen zu bauen. Am Moment betreiben wir 650 Bewohner an 6 Häuser, aber beschäftigen bald gerade so viele Mitarbeiter. Wir sind eine Erbschaft angetreten. Am Kader von der Leitbildentwicklung zusammen mit den Schwestern haben wir ein Kerz gekriegt. Auftrag, das Erbe zu gestalten. Ich gehe all Tag Lunch die Kerz von der Schaffe gehen. Und an unseren Häusern ist es nicht ernst. Ist das eine Belastung? Nein, im Gegenteil. Eine Erbschaft hat doch Wurzeln. Wurzeln heißt Sicherheit. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln an die Werte, die wir mit auf den Weg kriegen. Von einem Blick an unser Leitbild werft, da finden wir eine andere Menschlichkeit, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, Präsenz, Barmherzigkeit. Das sind die Werte, die wir mit auf den Weg kriegen, die Werte, die uns am Alltag leiden und begleiten, und die uns an den letzten, mit schwierigen Jahren den Weg gewiesen haben, an uns Halt gehen haben. Für das Werte uns auch in Zukunft können wehweisen, muss man so in die nächste Generation und uns neue Mitarbeiter vermitteln, an ihnen als Werte dafür leben. Wir sind motiviert, liebe Schwestern, ihr so gut wie möglich können zu vertreten. Die hat uns geprägt, für das Mambüm auszudrücken, und wir werden sie prägen. Merci für die Erbschaft, die wir dürften untreten. Merci für das Stück Weh, was wir könnten zusammen gehen. Merci für die 26 Jahre gut zusammenarbeit. Und merci für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. Zwischen 1865 sind Franziskanerschwestern am Kader von Familien und Kinderarbeit tätig. Sowohl am stationären Bereich wie am ambulanten, wo sie so manche Herausforderungen geholt. 1865 goufen zu Izig die echt Wese Kanner abgeholt. Durch gesetzliche Neuregelung gouf 1979 das SBL François Dufan gegründet. Das SBL hat die Gestion vom Institut Saint-François, Kannerheim zu Grevemacher, der Foyer de Jour Saint-François Haut, Foyer Muselheim überholt, sowie die Gestion vom Kannerhaus Izig. Dezentralisation von Wohngruppen, Arbeit mit Herkunftsfamilien, Renovation und Extension von Infrastruktur und Gebäuden, wie nur ein paar Schwerpunkte zu nennen bis zum Jahr 2000. Am Laufe der Jahre 2005–2008 haben sich neue Herausforderungen gestaltet. Auf verschiedene Gesetzgebungen haben auch dazu gefordert, dass Kongregationen zusammen mit 5 Assoziationen Zukunftswege für den Bereich Kanner, Jugend und Familie gestaltet haben. Oktober 2008 gründen sie zusammen mit den Assoziationen Et Familial, Clara Fay, für uns Kanner, François Dufan, KMA Victor Els, Nouvelle Association Enfants, Jeunes, Famille, die Haut Argus Kanner, Jugend und Familie genannt wird. Die Schwestern, wir haben als Mitarbeiter bei euch am Haus immer eine ganz große Offenheit erlebt und gespürt. Und das ist kein Zufall, dass die Arbeit zum Argus-Leitbild hauptsächlich bei euch am Haus stattfindet. Schon bei uns an der Organisation, wohl bei diesem Mitarbeiter, die bei euch oft an und ausgehen für Formationen, für Seminären, und nur gefragt, wie sie euch charakterisieren. Habe ein paar Aussicht. Accueil, Open House, Ruhe und Vertrauen. Unauffällig und diskret. Nur bei den Menschen Nächste lebt. Keine Angst für Veränderung. Unkompliziert. Ein starker Blick für gesellschaftliche Realitäten. Offen für Zukunft, für an Zukunft zu investieren.
Da geht Bild vom Franziskus gelieft. Ein Platz für jeden. An die Letzten, die gefällt mir am besten, trotz hohem Alter erfrischend jung. Die Schwestern, stellvertretend für all die Menschen, die bei Arcus engagiert sind, will ich euch den tiefsten Respekt ausdrücken für ihr wertvolle Arbeit an ihren unerbittlichen Einsatz. Merci für Ihren Accueil, merci für Ihre Unterstützung. Herr Bischof, Oberin, liebe Gäste, die Einladung von heute steht in dem Zeichen 175 Jahre Weg. Wenn Sie auf den Weg möchten, brauchen Sie ein Ziel und brauchen einen Kompass, den ihr lädt. Die zwei Elemente sind eigentlich schon bei der Konstitution von der Kongregation Madentalen. Der Weg ist Barmherzigkeit. An der Kompass eigentlich Spiritualität von der Franziskaner. Spiritualität von der Franziskaner, der Franziskus hat heute eine gewisse Modernität. Das ist der Halle von der Schöpfung, das ist auch der Respekt für den Mensch. An ein von den Grundelementen von der Erbschaft von der Franziskanerschwestern, ist auch der Respekt von der Würde vom Mensch. Wird vertraut, auf viele Plätze noch nicht respektiert wird. Mir wird versichert, auch an Neuverfassungen, auch an Verfassungen von Europa mal heranzubringen. Zweites Element, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit war für uns 2000 Jahre an der Antike damals ein Gräuel. Das hat keiner verstanden. Auch heute sind viele Leute, die das nicht verstehen. Es sind viele Leute, die immer nach so einer Barmherzigkeit als ein Teil von der Dummheit. Das ist aber am christlichen Sinn ein von den Hauptelementen, von dem, was wir glauben und was wir sollen machen. Das, was dir an den 175 Jahren gemacht hat, der Weg, den der Gange sieht, war nicht, nach lang nicht immer ein Autobahn. War auch kein großer Straße. Es war ein durchstützlicher Weg. Und war ein Weg, den ihn zeitweilig vielleicht sogar nicht immer erkannt hat, ob der Weg wäre. Aber die sind den Weg gegangen, und heute, meine ich, stehen auch die Werke von der Franziskanerschwester an der Gesellschaft von heute, wenn ich das so gut tue. Sie sind unerkannt an allen Bereichen. Die hat es nicht gescheit, an den letzten Jahrzehnten auch Sachen abzugehen. Ich anderen Domänen unzuholen, die in unserer Zeit mehr dringend sind, an die der Not vom Mensch von Haut besser entsprechen. In Teil, den zusammen auch durch die Forderungen vom Staat, mit Staat, aber auch mit anderen Kongregationen gegangen ist, als Zusammenführen von den Spitälern. Und gesagt ihnen, dass die Decisionen, die für uns mehr wie 3 Jahrzehnte gehalten sind, richtig sind, weil heute die Klinik, die durch unseren Stern ist, Professor Robert Schumann, einen wichtigen Platz auch an der Krankenpflege an unserem Land darstellt. Die sieht den Weggang mit dem Staat, mit anderen privaten Trägern, weil er auch der Meinung war, dass die Misere, die Not von den Leuten nicht von engem Länge gedroht gehen. Viele Leute müssen mithelfen, und ich meine, sollen da auch am christlichen Sinn die Hand reichen hin zu all denen, die derselben Weg wollen gehen. Heute, meine ich, muss man dafür der Kongregation, mir besonders alle Schwestern, angefangen von der Schwester Franziska, die lange Reihe von Schwestern, die auch nicht mehr da sind, meine ich, gehören an diese Merci mal daran.
Und wir haben die Hoffnung, dass das die Werke weiter bestehen. Not von den Menschen gibt es immer. Sogar Christus hat gesagt, Arme werdet ihr immer bei euch haben. Und dafür ist mir nicht bang, dass die Werke, auch wenn nicht mehr so viele Schwestern da sind, in Zukunft werden weiter bestehen. Merci. Liebe Schwestern, für diesen wichtigen Tag an Erinnerung zu halten, haben wir dezidiert, Baum pflanzen zu lassen. Während der Mass gauf bei ihr am Park ganz viel gebaggert. La famille, c'est comme les branches d'un arbre. Nous grandissons tous dans de différentes directions, mais nos racines sont les mêmes. Was geht bei euch viel besser passen wie ein Baum? Bei einem Baum die verschiedenen Äste, die auf verschiedene Richtungen gehen, die unterschiedlich wachsen und sich unterschiedlich entwickeln. Aber wie ein Baum haben wir dieselben Ursprung, dieselben Wurzeln, und das sind die Franziskanerinnen von Lützeburg. Wir gehören zur selben Familie, wir gehören zu ihrer Familie. Ein Open House, ein Platz für jeden wen. Für das jeder Verein ein Platz kann finden unter dem Baum, also sich gemütlich hinsetzen, und junge Menschen, die bei so einer Struktur zu erschaffen, am Centre Formida, eine Bank gebaut. Eine Bank, für das jeder Verein einen Platz findet. Wenn ein gemütlich bei ihr an dem schönen Gart, Matzen an der Stadt will, will ein Kerl raufhalten. Das nicht, dass ich will das letzte Wort tun. Ich will aber noch etwas sagen. Also, der Herr Martin wollte auch noch etwas sagen. Okay, ja. Jesus Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die Zusage, die uns als Christinnen und Christen weltweit verbindet. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, so möchte ich es einfach kurz sagen, aber heute besonders liebe Franziskanerinnen. Als Pastor der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Luxemburg und als Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland möchte ich Ihnen heute besonders ganz herzlich gratulieren zu 175 Jahre Franziskanerin von der Barmherzigkeit hier in Luxemburg. Ich möchte Ihnen als ökumenischer Partner Gottes Segen wünschen für Ihre Arbeit, alles Gute und dass Sie immer wieder dieses Wort mitnehmen können. Jesus Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich sage immer, wenn wir uns begegnen, unsere Gemeinde ist hier auch in der Avenue Gaston Diederich, herzliche Grüße von Haus zu Haus. Das ist ein geflügeltes Wort mittlerweile geworden. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Gemeinde hier in dieser Straße ein Haus hat. Die ökumenische Verbundenheit und die große Herzlichkeit der Franziskanerin tun uns gut. Und ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich einmal dafür bedanken. Gerade in der Corona-Zeit war unsere Gemeinde in großer Not. Wir haben keine Kirche und die Abstandsregeln überforderten unsere kleine Gemeinde. Selbstverständlich wurden wir mit offenen Armen und weitem Herzen bei Ihnen im Kloster begrüßt und aufgenommen. Und unsere Gäste, die da waren im Gottesdienst,
erzählten immer wieder von einer besonderen Atmosphäre. Der Geist ihres Hauses ist zu spüren für Menschen, die zu ihnen kommen. Das ist eine deutliche Rückmeldung, die wir gespürt haben, und wir mussten im Kirchenvorstand länger diskutieren, dass wir auch wieder zurück in unser Martin-Luther-Haus müssen, weil das ja unser Gemeindehaus und unser Gottesdienstraum ist. Wir haben uns sehr, sehr wohl bei Ihnen gefühlt und haben diese Herzlichkeit gespürt. Dafür lieben Dank. Ein zweites noch. Jeder Gast, der im Auftrag der evangelischen Kirche Luxemburg besucht, wird wo untergebracht? Bei den Franziskanerinnen. Da sind unsere Gäste in den besten Händen. Bleiben Sie behütet. Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen von Haus zu Haus Gottes Segen. Ich bin so berührt und so angerührt von der Fülle, die hier im Kirchenraum ist, die auch 175 Jahre widerspiegeln, dass es mir irgendwo auf die Stimme geschlagen hat und ich meine Abschiedsrede oder mein Dankeschön fast nicht mehr rausbringe. Ich werde es aber probieren. Liebe Schwestern, liebe Brüder, dieses Fest ist ein Fest der Freude und des Dankes. Wir haben es jetzt in der Eucharistie sehr ausgiebig getan, gefeiert und auch zum Ausdruck gebracht, so wie es Gott gebührt. Große Merci der Choral, Mam Dirigent, Mam Organist, für den musikalischen Rumpf von der Mass. Natürlich auch dem Trio Thomas, Hubert und Alain für die meditative Musik. Merci dem Hausherr, dem Michel Majerus, dass wir hier an der Parkkirche konnte feiern. Bruder Bischof würde Franziskus sagen, merci für Fortsetzung von der spirituellen Bekleidung, die du angefangen hast mit als Direktorin zu Assisi, an die wir heute ganz deutlich gespürt haben, an was ein ganz intensiv Nahrung für alles Weas. Merci vielmals. Je suis touchée par la présence de nos frères franciscains de l'Allemagne et de la Belgique. Treue priesterliche Begleiter unserer Schwestern in Deutschland und Luxemburg haben heute mit uns gefeiert und drücken damit einmal mehr ihre Verbundenheit mit der Kongregation aus. Merci Sohn will ich auch den jungen Damen und Herren, einer Dame, einem Herrn im Chor, die für den reibungslosen Ablauf der Messe gesorgt haben. Dem bescheidenen Koster am Hannergrund, dem ich seinen Platz geholt an dem Lilian für die wunderschönen Blumenschmuck hier an der Kirche. Was wäre eine Geburtstagsfeier ohne Gäste? Schwester Gemma hat gesagt, auf einmal sitzen wir allein in der Kirche. Ist überhaupt nicht wahr. Die Kirche ist voll. Schön, dass ihr alle da seid und dass ihr alle beigetragen habt zu diesem festlichen Gottesdienst.
Merci den Responsablen von den Organisationen, die ein Grußwort und alles gerichtet tun. Das einfach schön, dass da sind und dass wir können zusammen feiern. Pour les amis, aucun chemin est trop loin. Ni de l'Italie, ni d'Allemagne, ni de la Belgique, ni de la France. Nos sœurs de Taïwan regrettent beaucoup qu'elles ne peuvent pas participer à la fête, ni les sœurs âgées et malades. Heureusement, les techniciens de l'archevêché ont trouvé une possibilité de faire le Livestream. Merci dem Christoph und seinen Kollegen, an dem Gerard Kiefer, den Foton gemäht wird. Last but not least, unseren Mitarbeitern im Mutterhaus, im Service, im Büro, eine große Anerkennung, weil sie sind bereit, außer dem Mittagessen auch noch die Leckerbissen für die Agape zu sorgen. Das haben sie sich nicht nehmen lassen. Darum wollen wir sie nun nicht länger warten lassen. La fête va continuer au parvis de l'Église. Sie ist herzlich willkommen, ob ein Père d'Amitié, und ich wünsche uns schöne Begegnung. Merci. Ich so just nach guten Appetit. Bon Appetit.